in der Hängematte, draussen im Schatten von einem schönen Baum. Und wir sind am Überlegen, am Brainstormen, was wir machen für nächsten Montag, für unsere Live-Lektion. Und dann haben wir als Verb «mögen» gedacht. Und wir haben so Bilder von einem älteren Pärchen, das in die Berge geht wandern und sogar Trottinett fahren. Und wir denken darüber nach, einen Text zu machen mit dem Verb «mögen». Magst du noch arbeiten? Vielleicht bist du jetzt noch am Arbeiten, es ist erst 3. Oder vielleicht machen die ersten von euch schon Feierabend. Also, ich mag noch arbeiten, aber ich habe jetzt gerade eine Pause gemacht und bin ein bisschen Velo fahren. Ich mag sehr gut Velo fahren mit meinem E-Bike. Das ist ganz schön, wenn man rauffahren muss. Und das gibt es ja in der Schweiz sehr viel, dass man rauffahren muss. Und wenn man dann ein normales Velo hat, vielleicht noch mit wenig Gang, dann nachher, mag man nicht immer rauffahren und man muss das Velo stossen. Aber wenn man ein E-Bike hat, dann nachher geht es gut. Also wir wollen über das Verb «mögen» einen Text machen. Kannst du mir sagen, was das bedeutet? Ich habe jetzt ein paar Beispiele gemacht. Es ist ein bisschen anders als auf Hochdeutsch. Also was bedeutet das? Oder auf Hochdeutsch gibt es die Meinung auch. Aber ich meine jetzt nicht die Bedeutung von «like», «mögen», aber eine andere Bedeutung. Du kannst mir das schreiben und wenn du Ideen hast für Situationen oder so, was du magst machen oder was du nicht magst machen, dann kannst du mir schreiben im Kommentar und ich kann das anschauen. Also, ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht auf meiner Velotour. Es geht im Hinfahren alles Opsi. Wir gehen eine Freundin besuchen und dann später können wir dafür runterfahren. Genau, das ist das Thema, das wir letzten Montag hatten. Also, wenn du den Text noch einmal schauen mit «Auf» und «Ab» und «Toben» und «Tunde», dann nachher kannst du auf unsere Homepage swissgermanonline.com und dort dich für einen VIP-Kurs anmelden und ihn gratis testen. 30 Tage lang, nicht nur 3 Tage, aber 30 Tage lang. Also, das war es für heute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt auch Zeit, um ein bisschen rauszugehen. Hallo Peter Hagebuch, du bist in Schottland. Wie ist das Wetter in Schottland? Tust du in Schottland auch Velo fahren? Dort sind die Distanzen viel grösser als bei uns in der Schweiz. Ja? Also man muss viel weiter fahren von einem Ort zum anderen. Hallo Celil, ja, am Montag war ein Kurs. Hast du das nicht mitbekommen? Also, Montag war Pfingstmontag, natürlich viele sind unterwegs von euch. Aber für die da waren, haben wir immer doch einen Kurs gemacht. Und du kannst ihn nachschauen auf Swiss German Online. Und dann verpasst du nichts. Ah, Peter, du hast auch ein E-Bike. In-Bike ist sehr wahrscheinlich ein E-Bike. Manchmal gibt es so komische Autokorrektur, wo dann nachher nicht das rauskommt. Entschuldigung, das sind vielleicht ein bisschen Pollen gewesen, wo dann nachher etwas anderes steht im Text, als wir geschrieben haben. Also, gut, vielleicht kann ich euch noch den Garten zeigen und die schönen Blümchen. Wir haben nämlich am Montag auch über das Wachsen. Irgendjemand hat gefragt, wie das heisst. Wachsen. Im Frühling jetzt wächst alles. Blümchen wachsen und Blätter wachsen. Da an den Bäumen. Oh, jetzt gehe ich in die Sonne. Die Blätter wachsen. Die sind schon
noch nicht ganz gross, aber schon immer grösser. Und Blümchen am Boden, auf dem Gras. Seht ihr die? Ah, ich weiß nicht. Also wachsen. Und wir wachsen hoffentlich nicht mehr, wir erwachsene Leute. Aber geistig kann man immer wachsen. Ah, Gesundheit, sagst du, Jalil. Danke. Okay, Peter, du bist noch fit genug für ein normales Velo. Du magst gut Velo fahren, du hast viele Muskeln und es ist kein Problem, das ist gut. Du so lange wie möglich noch einfach nur auf dem normalen Velo fahren. Genau, das Wetter ist sehr schön in Polen. Ich habe gesehen, dass es nicht so schön ist in der Schweiz. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert und sie hat gesagt, es regnet in Zürich. Es regnet jeden Tag, sagst du, Jalil. Ja, Regen ist auch gut, aber es wäre gut, wenn es in der Nacht würde regnen und am Tag würde die Sonne scheinen, oder? Gut, aha, ich kann euch noch so schnell zeigen. Unsere Velos sind parat. Wir können wieder aufsteigen, wir haben uns jetzt erholt, wir mögen wieder und wir fahren weiter zu unserer Freundin. Vielleicht gibt es dort ein gutes Tee. Oder ein Eistee. Etwas Kühleres. Macht's gut. Tschüss zusammen. Oh, Peter, super, du kommst in die Schweiz. Im Juli bin ich auch in der Schweiz. Also, vielleicht, ich wünsche dir und uns schönes Wetter dann in der Schweiz, dass es jetzt viel regnet und nachher, wenn wir dort sind, dass es gut wird. Danke, Jalil, gute Fahrt, euch auch noch einen guten Tag. Macht's gut. Tschüss zusammen.